Hallo, ich bin die Laura und ich bin eine italienische Reiseleiterin und ich habe gedacht, weil dieses Jahr ein bisschen schwieriger Reisen zu machen ist, vor allem ins Ausland. Ich habe gedacht, warum nicht ein kleines Virtual Tour von Treviso zu machen. Und zwar, wir können hier der schöne Fluss Sile sehen, der in der südlichen Teil der Stadt fließt. Und hier kann man auch ein bisschen die venezianische Mauer sehen. Wir wissen auch, dass diese Mauer venezianischen sind und zwar wurden unter die Venezianische Republik aufgebaut, weil hier können wir diese Barrelief mit einer Löwe sehen. Und zwar, das ist San Marcus Löwe, Leone di San Marco, das war das typische Symbol der Republik Venedig. Und diese Bastione, also die Struktur von der Mauer ist auch Bastione San Paolo genannt. Diese Gebäude auf diese Bastione ist auch Castello Romano genannt, aber ist nicht römisch natürlich. Es wurde nur zwischen 19. und 20. Jahrhundert von der Familie Romano aufgebaut. Hier man kann ein bisschen noch rund um die Mauern fahren. Also diese Mauern wurden circa zwischen 1516 und 1519 aufgebaut. Es gab schon mittelalterliche Mauern, die aus dem 14. Jahrhundert stammen. Die wurden im 14. Jahrhundert aufgebaut. Aber von den mittelalterlichen Mauern gibt es heutzutage unglücklich fast nichts. Also wir sind hier immer auf diese moderne Straße, aber es ist sehr praktisch, weil diese Straße fuhr rund um die Stadt. Und ja, also es gibt die ersten Mauern wurden eigentlich in Treviso schon unter die Römer aufgebaut, dann mittelalterliche Zeit und dann von den Venezianern. Hier links sieht man noch einen anderen Fluss, aber es ist nicht mehr der Sile-Fluss, sondern der Botteniga-Fluss. Und wir sind hier nicht mehr südlicher der Stadt, sondern nördlicher Teil der Stadt. Wir können hier links auch eines Stadttor sehen, die sogenannte Porta San Tommaso, also oder Porta Nana, also Porta San Tommaso, weil hier in der Nähe es gab eine Kirche, die am heiligen Thomas, also San Tommaso, gewidmet war. Heutzutage nicht. Diese Kirche kann man unglücklich nicht mehr sehen. Oder dieses Tor wurde auch Porta Nana genannt, weil es wurde unter der Podestà Paolo Nani aufgebaut. Und auf der Spitze des Tores gibt es immer noch eine Statue, diese Statue hier, die an San Paolo gewidmet ist. Es ist eine typisch neoklassizistische Renaissance-Struktur, immer noch mit der Löwe von San Marcus. Und ja, es ist sicher eine der schönsten Stadttore von Treviso. Und hier kann man auch einen sehr schönen Blick auf den Botteniga-Fluss haben. Und ja, also das ist nur ein kleiner Augenblick auf Treviso und ja, ich hoffe, dass wann Sie können, nächste Mal, dass Sie können in Italien kommen, dass Sie können vielleicht auch Treviso besichtigen.